Hallo Jörg. Guten Morgen. So, heute ist ja schon wilde Aufregung hier am Dorfplatz. Das kann man sagen. Die Landfrauen machen einen Ausflug. Wir gehen mit. Heute geht's ins blühende Barock nach Ludwigsburg. Okay, dann los. Ja. So, und jetzt haben wir uns herbeamt. Jetzt sind wir da. Hallo Jörg, bist du gut angekommen? Ja, sehr gut sind wir angekommen. Und? Stau. Was sagst du so zum Blühbar? Schön. Ja. Man sieht ja, in Corona-Zeiten gibt es sogar Platz. Und da kann man sich das alles angucken. Das war früher noch anders. Wenn man jetzt, vielleicht viele wissen das gar nicht mehr. Früher haben wir ja immer wieder alte Dias angeguckt. Und wenn wir die Dias angeguckt haben, da haben wir früher auch ein Bild gehabt, wo die ganze Familie im blühenden Barock war. Da hat schön die Sonne gescheint, da sind wir alle in der Sonne, in den Blumenbeeten gestanden. Oder da ist immer der Kommentar von meinem Vater gekommen. Ja. Und deswegen hat es im Gewitter das Hai verregnet. Was war denn da los? Ja, da ist man ins blühende Barock gegangen. Und dann eigentlich hätten wir das Hai holen müssen. Aber dann haben wir lieber ins blühende Barock gegangen an dem Tag. Und nachmittags, wo wir dann wieder daheim gewesen sind, da hat es noch gewittert und ist das Hai verregnet. Oh, und ihr habt es nicht mehr geschafft. So. Oh, schade. Tja, das sind die alten Erinnerungen ans blühende Barock. Das war einschneidend. Aber das ist ja schon lange rum. Ja. Und mein Liebstes im blühenden Barock war immer der Märchengarten. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab. Das war natürlich immer was vom Schönsten, wenn dann der Zopf sich in Bewegung gesetzt hat und runtergekommen ist. So, und besonders schön ist hier die Vielfalt an Blumen, die alle möglichen Insekten was zu bieten haben. Das ist natürlich super. Ja, wir gucken ja Sonntagmorgen zum Grünzeug und warten dann immer schon auf den Herrn Kugel und den Herrn Fähle. Das ist ja für uns immer ein Highlight. Und sind nicht enttäuscht, die Führung hier ist super. Jetzt sind wir in dem Teil vom Nordgarten, wo es, glaube ich, auch um mediterranen Anbau geht. Hier geht es um Pflanzen, die den Klimawandel besonders gut mitmachen. Großartig. Herzlichen Dank. Ciao. Macht's gut. Bis bald. Gell? Ciao. So, Jörg, wie gefällt dir der Hahn oder Wengert? Ja, das ist halt wie früher. Das ist halt die Vorerziehung, wie sie es früher gemacht haben. Das ist ja nicht mit der Anlage, wie man es heute macht, sondern das ist jetzt halt so ein Oldfall, der Stück Luftbunde. Ja. Also, da sieht man, da haben sie eine Rute nachgeschnitten und die haben sie dann so runtergebogen. Die ist dann hier runter. Also klassische Pfahlerziehung. Ja, und schön mit einer Weide nachgebunden. Wie es sich gehört. Genau, super. Gut. Und Jörg, wie findest du jetzt den mediterranen Weinberg? Ist ja schon anders wie unserer. Das kann man so sagen. Wird ja auch nicht wegen dem Ertrag anpflanzt, sondern zum Zeigen. Ja, natürlich. Beim Herzog war alles Schau. So. Aber was sind das jetzt für Sorten? So wie ich das sehe, ist der Affenthaler Blauer dabei, Frankenthaler Weißer, Blauer Silvaner, Weißer Trollinger sogar. Das sind so die Sorten, die früher in Württemberg kultiviert worden sind. Aha. Gell, das staunst, wie ich das Sehr erkenne? Ah, super Trick. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.